Merci, Herr Präsident. Merci auch dem Kollege Franz Bausch für die Durchführung von dieser. Geht nicht gut? Ich helfe Herr Bausch zum Durchblick. So. Merci für die Durchführung von dieser Aktualität, weil ich meine, da können wir davon profitieren, über vieles zu informieren und aufzuklären, was an den letzten Monaten die was schon letztes Jahr an den sozialen Medien über diesen ominösen Akkord mondial von der WHO kursiert. Ich meine, jeder von uns Albanen hat wahrscheinlich am Laufe des letzten Monats, am Laufe der letzten 2 Jahre Mailen und Briefe gekriegt, wo darauf hingewiesen wird, dass wann den Akkord mondial da umgesetzt wird, dass dann die OMS quasi am Fall von einer Pandemie über alles kann dezidieren an den Nationalstaaten, an dat die dann eben doch selber nicht mit zu so hätten, zum Beispiel wann gebe eine Impfpflicht gehen. Den Herr Bausch hat gesagt, dass ganz Diskussionen sind natürlich am Kader von der Pandemie zu gesehen. Und du hast ganz recht, es sind eine ganze Reihe Leute, die stellen sich zu Recht Fragen, die noch vielleicht Befürchtungen, aber wir müssen hinnen die notwendige Aufklärung und die notwendigen Informationen geben, die notwendig sind. Es ist aber auch so, und ich meine, da sind Sie mal so bewusst, wir können sicherlich auch Leute, denen können wir ganz viele Informationen geben und die werden aber bei ihrer Meinung bleiben. Das ist auch so, ich meine, das hat auch festgeschaut. Am Anfang ist es schön, dass die 2 öffentlichen Debatten über die eine über die Evaluation von der Pandemiezeit und die andere über den OMS-Akkord, dass die noch nicht konnte stattfinden. Und ich will betonen, dass die nicht, wenn es der Chambre nicht konnte stattfinden, einerseits, weil der Petitionär nicht kommt, und mit der anderen Seite, weil die Petitionärin als sie allgemein sitzen gelassen hat. Ich meine, das war auch nicht optimal und dass sie beschwert, weil an diesen Debatten hätte schon zu ganz vielen Informationen und Aufklärungen kommen. Und so man Teil, was vielleicht so gehaut hätte, könnte auch die Aktualität hätte sich vielleicht erübrigt hat. Dafür Lohai à la va-vite, weil 5 Minuten sie sehr immer und ich sehe schon, dass schon da just nach bald 2,5 recht. Ein paar Fakten für mit vielen Fake News zu dem Thema abzuheben. Den zukünftigen Akkord mondial basiert Reglement sanitaire international und hat als Ziel eine bessere Koordination zwischen den Memberstaaten an der OMS zu privilegieren, an den Memberstaaten die Möglichkeit zu geben, auf Funktion von ihren Moyens zu intervenieren. Das ist also ein internationaler Akkord, den darauf aufzielt, die Welt besser auf eine zukünftige Pandemie vorzubereiten, Lehren aus der vergangenen Covid-Pandemie zu zeigen. Es geht also nicht darum, den Memberstaaten neue Obligationen abzuerlegen, weil doch ganz klar ist, der Textpropos vom Akkord mondial, der das Leid geht. Ich erlaube mir hier ein paar Passagen zu zitieren. The objective of the pandemic agreement, also ich kürze dazwischen durch, also es geht ein bisschen lang, is to prevent, prepare for and respond to pandemics with the aim of comprehensively and effectively addressing the systemic gaps and challenges that exist in this area at national, regional and international levels. The implementation of this agreement shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons. And vielleicht die wichtigste Passage. States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the general principles of the international law, the sovereign right to legislate and to implement legislation in pursuance of their health policies. Ich meine, die Passagen sind ganz deutlich und geht auch aus dem Text hervor, auch wenn der Akkord nicht finalisiert ist, worum es geht. Und für uns ist auch ganz klar und evident, dass in diese Passagen nicht gefreckelt wird, weil das evident, dass die fundamental persönliche Freiheit von allen Menschen respektiert sind, gerade so wie die Souveränität von den Nationalstaaten. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Sitz vom Deutschen Bundestag geht das ganze Dossier zum WHO-Pandemievertrag, wo eine ganze Reihe Experten zu Wort kommen. Und ich erlaube mir als Aufschluss Passage zu zitieren, den an Mengen an ganz zutreffend ist. Als wichtiger Schritt zur Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur sei der Pandemievertrag zu begrüßen, sagte Roland Gödde von der Initiative German Health Alliance. Wesentlich sei, dass der Vertrag eine diskriminierungsfreie, umfassende und qualitative Gesundheitsversorgung ermöglicht, sowie die Gesundheitssysteme stärke und nachhaltig sichert. So, ich möchte für die Nullstellung.